In der ersten Folge wurde gegraben, untersucht, geröntgt, analysiert und schließlich freigelegt. Es ist ein Dolch aus der römischen Zeit. Nur ein Stück Metall, aber ein wertvoller Zeitzeuge. Die Restauratorin Johanna Wolfram-Hilbe will möglichst viel Informationen von ihm erhalten und den Dolch für die Nachwelt konservieren. Dafür kommt der Dolch jetzt in eine Entsalzungslösung. 4 Monate lang liegt er hier drin, zusammen mit anderen Objekten aus derselben Fundstelle. Auf diese Weise werden die enthaltenen Salze ausgewaschen. Die Entsalzungslösung wird mehrmals gewechselt. Jedes Mal nimmt die Expertin Proben, um den Salzanteil zu bestimmen. Akribisch werden die Proben untersucht und analysiert. Erst wenn alle Proben klar sind, ist der Dolch bereit, um sein Bad zu beenden. Und so sieht der Dolch nach dem wichtigen Wellnessprogramm aus. Also der Dolch ist jetzt fertig entsalzt. Das ist wichtig, damit die Korrosion stark verlangsamt wird. Wenn man ihn nicht entsalzen würde, dann würde er sich erst so blätterteigähnlich aufspalten und dann die äußeren Korrosionsschichten abwerfen, bis am Schluss dann nur noch so ein Metallgerippe da ist, was sich dann auch in Korrosion auflöst, bis nur noch so kleine Korrosionsfragmente übrig sind. Und um diesen Prozess aufzuhalten und stark zu verlangsamen, wurde eben der Dolch entsalzt und dann noch abschließend freigelegt und jetzt mit einem Schutzüberzug versehen, der auch nochmal Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff abhalten soll, damit die Korrosion sehr verlangsamt wird. Das Ganze wird jetzt noch dokumentiert. Dank den Fotos können die Forscherinnen und Forscher später von überall und zu jeder Zeit auf das Fundstück zugreifen. Alle Informationen werden zentral zusammengefasst. Jetzt trage ich noch die Restaurierungsmaßnahmen in unsere Datenbank ein, damit man später auch noch weiß, was genau gemacht wurde mit dem Dolch, das nachvollziehen kann und wenn es eben irgendwelche Korrosionsprobleme gibt, dass man vielleicht einen Anhaltspunkt hat, woran das liegen könnte. Und jetzt, nachdem man eben seinen Schutzüberzug bekommen hat, fotografiert wurde und die Dokumentation angelegt wurde, wird er jetzt verpackt und ins Depot gebracht. Das Depot befindet sich in der Kulturgüterschutzanlage in Haldenstein. Etwa 500.000 Fundstücke sind hier konserviert. Die unzähligen Materialien und Gegenstände benötigen für eine schadlose Lagerung beste Bedingungen. Also hier im Kulturgüterschutzraum in Haldenstein ist das Lager klimatisiert auf 18 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit. Und es hat auch eine Alarmanlage, wodurch die Funde gut geschützt sind. Und das Objekt, also für Metall ist in 50% Luftfeuchtigkeit zu hoch, deshalb ist es nochmal in einer Tupperdose eingepackt mit Trockenmittel und auf 8% Luftfeuchtigkeit klimatisiert. Der Dolch ist jetzt sicher aufgehoben, das Rätsel aber noch nicht gelöst. In der nächsten Folge geht's auf Spurensuche mit den Archäologen. Dort oben war es ungefähr, oder? Okay, ja, ist gut.